Ja, Jesus, dir gehört unser Lob für immer. Und danke, dass wir zusammenkommen dürfen an diesem Morgen als Gemeinde, als Leib. Und danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich bete, dass du unsere Herzen weit machst, dass du unsere Ohren öffnest zu hören, was du heute Morgen redest. Herr, geh mir voran und ja, sprich, was du zu reden hast. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Heute Morgen werdet ihr noch etwas über mich erfahren, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Wettingen ist für mich eigentlich schon eine Stadt. Ich habe jetzt gehört, das ist so eher das zweitgrößte Dorf von der Schweiz. Stimmt das? Auf jeden Fall ist das für mich schon ein rechtes Stadtleben, vor allem mit Baden noch nebendran. Ich komme nämlich so richtig vom Land, aber so richtig. Auch aus einer Stadt, so wir haben 8000 Einwohner, dürfen uns Stadt nennen, aber es ist schon eher ländlich. Ich habe eine Zeit lang auch auf dem Dorf gewohnt. Ich glaube, da gibt es mehr Kühe als Einwohner. Und da ist es so, da fährt 2-mal am Tag ein Bus, so morgens zur Schule hin und mittags aus der Schule wieder heim. Das heißt, es ist sehr üblich bei uns, dass man sehr früh einen Führerschein macht. So bin ich mit 18, an meinem 18. Geburtstag, durfte ich mit dem alten Auto von meiner Schwester rumcruisen, bin so über die Dörfer gefahren. Und am Anfang war ich noch heute auch noch, aber ziemlich auf ein Navigationssystem angewiesen, weil man kennt sich noch nicht so aus. Bei Mama achtet man jetzt auch nicht so drauf, wo fährt die eigentlich rum. Ja, und dann habe ich mich mal gewagt, bin in eine größere Stadt gefahren, irgendwie shoppen. Dafür musste man bei uns ganz schön weit fahren, wenn man das machen wollte. Und dann bin ich heimgefahren und habe ins Navi eingegeben, Simmern, weil da komme ich nämlich her. Und dann bin ich munter gefahren und ja, so irgendwann so 10 Minuten hatte ich noch zu fahren, dachte so, also jetzt irgendwie so keine Ortschaft kommt mir hier bekannt vor. Was ist denn da los? Ja, ich bin zwar nach Simmern gefahren, aber ich bin ins falsche Simmern gefahren. Hand aufs Herz, wem ist das schon mal passiert? Ich sag nur Gossau und Gossau, Eschenbach und Eschenbach, Esch und Esch, Buchs und Buchs. Also das kann einem auch durchaus in der Schweiz passieren. Und das ist ganz schön doof, wenn man nämlich an ein Ziel will und am falschen Ziel ankommt. Vielleicht verpasst man sogar noch einen wichtigen Termin. Ich hatte damals keinen wichtigen Termin verpasst, glaube ich. Aber es war auf jeden Fall richtig doof, weil ich bin wirklich so im Dreieck gefahren. Also ich musste genau die gleiche Strecke nochmal fahren, um ins richtige Simmern zu kommen. Am falschen Ziel anzukommen, das ist richtig blöd. Deswegen ist es wichtig, das richtige Ziel zu kennen. Weil erst wenn wir das Ziel kennen, können wir auch dort ankommen. Und dann, wenn wir das Ziel kennen, geht es um den Weg, wie wir an dieses Ziel tatsächlich ankommen. Wenn ich dich heute frage, was ist dein Ziel? Was ist deine Antwort? Und vielleicht noch viel mehr, wenn ich dich fragen würde, was ist eigentlich unser Ziel? Unser Ziel als Kirche. Was ist unser Ziel? In der Bibel lesen wir verschiedene Bilder, die uns als Kirche näher beschreiben. Und die letzten 2 Wochen haben wir sehr lebhaft etwas über die Braut Christi gehört und auch über das Feld. Das sind 2 Bilder, die verwendet werden, um uns als Gemeinde zu beschreiben. Und heute schauen wir uns ein weiteres Bild an, und zwar den Tempel. Und ich glaube, der Tempel schließt uns super viel darüber auf, wer wir als Kirche sind und was unser Ziel ist. Und mit Tempel können wir heutzutage nicht mehr so viel anfangen. Immerhin, dieses Gemeindehaus bezeichnen wir nicht als Tempel. Oh, ich gehe jetzt am Sonntag in den Tempel. Und auch in unserer Kultur ist es nicht was Übliches. Vielleicht war jemand von euch schon mal in Thailand. Da guckt man sich ganz viele verschiedene Tempel an. Da ist das ganz normal, dass für verschiedenste Gottheiten Tempel gebaut werden. Und auch in der Bibel lesen wir von genau so einem Tempel, einem Gebäude, und zwar im Alten Testament.
Ich lieb's, wenn ein Thema sich so durch die ganze Bibel hindurch entfaltet. Und so ist es auch mit dem Tempel. Das fängt eigentlich vorne an und entwickelt sich weiter durch die ganze Bibel, bis es am Ende ankommt. Und genau das machen wir heute. Wir gehen einmal durch die ganze Bibel. Also es wird wild, es wird voll. Ich hoffe, ihr seid bereit, ich hoffe, ihr seid wach. Los geht's. Früher, als ich angefangen habe zu lesen, und glaubt mir, als dieser Tag kam, da war das ein Wunder für meine Mama, weil sie hat sich so gefreut, als sie noch mal ein kleines Baby hatte, dass sie endlich wieder Kinderbücher vorlesen darf und ich hatte gar keinen Bock zu lesen, bis so in mein Teenageralter. Dann habe ich doch mal so ein Buch gegriffen, meine Mama hat es kaum geglaubt, ich habe es ganz durchgelesen. Hatte ich so eine richtige Lesephase. Und was ich aber immer gemacht habe, das darf man eigentlich nicht machen, ich habe so ein Buch genommen, ich so die ersten paar Seiten gelesen, die Liebesgeschichte hat sich so aufgebaut und dann fingen die ersten Krisen an. Ich dachte, nein. Und dann habe ich das Buch genommen und habe auf die letzte Seite geblättert, habe gelesen und so, oh Gott sei Dank, oh, am Ende, alles wird gut, okay. Und dann konnte ich beruhigt das Buch durchlesen. Ich weiß. Und ich sage euch was, die Bibel ist auch so ein Buch. Das ist unfassbar spannend. Das ist eigentlich ein Krimi, der sich entfaltet über ganz, ganz viele verschiedene Bücher und ganz, ganz viele Seiten. Und am Ende wird es ein bisschen kompliziert, aber es lohnt sich mal auf die letzten Seiten zu blättern und zu lesen, was da eigentlich steht, was das Ziel ist. Weil wenn wir uns heute über das Ziel Gedanken machen, dann lesen wir dort in den letzten Versen, was einmal sein wird. Offenbarung 21, Vers 1-3. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist das Ziel. Das ist das, was uns einmal bevorsteht. Gott wird in unserer Mitte wohnen. Er ist allgegenwärtig um uns. Wir sind sein Volk. Und das Spannende ist, da kommen wir eigentlich auch her. Wenn wir also jetzt schauen, wie endet das Buch und blättern dann an den Anfang vom Buch, dann sehen wir, so hat es auch mal angefangen. Genau so startet das Buch, und zwar in einem Garten. Adam und Eva sind mit Gott gemeinsam in einem Garten und da wird was beschrieben, das ich so schön finde. Gott geht mit ihnen spazieren. Stell dir vor, Gott kommt dich heute Nachmittag abholen, klingelt an deiner Tür. Hallo, hey komm, wir gehen eine Runde durch die Lägere da oben. Wenn die Sicht noch schön wäre, könnten wir die Alpen sehen. Und dann erzählt ihr und Gott fragt dich, hey, wie war der Gottesdienst? Wie war deine Woche? Was hast du erlebt? Was für Abenteuer? Was war schwer? Was liegt dir auf dem Herzen? Der Schöpfer des Universums, Gott selbst, geht mit dir spazieren. Das war der Zustand ganz am Anfang. Und ich glaube, das ist auch heute noch in unserem Herzen. Wir haben Eden im Herzen. Das ist unser Inherited, das ist unsere Herkunft. Das tragen wir im Herzen. Aber warum ist das heute nicht mehr so? Also, mich kam Gott noch nie persönlich an meiner Haustür abholen, um mit mir spazieren zu gehen. Also irgendetwas ist passiert, dass wir heute an dem Punkt sind, wo wir sind. Und das Problem war Sünde. Gott hatte dem Menschen ein Verbot gegeben, damals im Garten. 1 ist nicht viel. Ein Verbot. Und das war, dass sie von einem Baum nicht essen durften. Und
Dann kam ein Wesen, die Schlange, und sie hat dem Menschen eine Lüge ins Herz gepflanzt. Und zwar sagt die Schlange, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Nein, das hatte Gott nicht gesagt. Gott hatte nicht gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen. Er hatte lediglich gesagt, von einem Baum dürfen sie nicht essen. Und Gott hatte gesagt, wenn sie davon essen, müssen sie sterben. Und die Schlange fragt oder sagt weiter, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und was böse ist. Und der Mensch lässt sich verführen. Ja, das ist schon verlockend. Vielleicht will Gott uns ja was vorenthalten. Und vielleicht, ja, können wir dann selber bestimmen, was gut und böse ist. Woher will der denn wissen, was gut und böse ist? Wir wissen das vielleicht dann viel besser. Und wir können sein wie Gott. Und der Mensch rebelliert gegen Gott, nimmt die Frucht und isst davon. Gott sagt, an dem Tag, da ihr davon esst, müsst ihr sterben. Und sterben, sie sind nicht tot umgefallen, sondern sie wurden verbannt aus dem Garten. Sie konnten nicht länger in Gottes Gegenwart sein. Das wird quasi gleichgesetzt mit Sterben. Ihr könnt nicht mehr bei mir sein, weil Sünde kann nicht da sein, wo Gott ist. Weil Gott ist heilig und rein. Und ich will es mir nicht vorstellen, aber ich glaube, es hat Gottes Herz zerbrochen. Weil das war der Garten, das war das Paradies, da wo Mensch und Gott zusammenkommen und in Gemeinschaft miteinander leben. Und das war jetzt nicht mehr. Aber eben, durch die Bibel hinweg sehen wir immer wieder, das war nicht Gottes Intention, das war nicht sein Plan, nicht sein Herz und nicht sein Wunsch. Im Gegenteil, Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Und wenn du heute Morgen hier bist und du nimmst nichts anderes mit, dann hör jetzt zu und merk dir diesen Satz und gravier ihn in dein Herz. Gott will Gemeinschaft mit dir. Gott sehnt sich danach, mit dir in einer Beziehung zu leben. Und hier kommt jetzt auch das Bild vom Tempel ins Spiel. Weil Gott überlegt sich, wie schaffe ich es, trotzdem mit dem Mensch in Beziehung zu leben, trotz Sünde, obwohl da etwas ist, das uns trennt. Wie kann ich in Gemeinschaft mit dem Mensch leben? Und er schafft einen Raum, ein Gebäude, also die Menschen haben es gebaut, und Gott in seiner Gnade zieht dort ein mit seiner Herrlichkeit ins Allerheiligste, das Innerste von diesem Tempel. Und da wohnt Gott. Es ist wieder ein Ort auf Erden, wo Himmel und Erde zusammenkommen, wo Gott mit seiner Gegenwart präsent ist. Wow. Das hätte Gott nicht machen müssen, aber er hat sich nach Gemeinschaft gesehnt. Und in diesem Tempel haben Priester gearbeitet, ein besonderes Volk, und die haben dort Opfer dargebracht, um die Sünde zu sühnen, also um wieder Reinheit zu schaffen. Und einmal im Jahr durfte ein ganz besonderer Priester, und zwar der Hohepriester, in dieses Allerheiligste eintreten. Denn in Gottes Gegenwart zu kommen, war nach wie vor eher eine gefährliche Sache. Denn, wie wir gehört haben, Sünde kann vor Gott nicht bestehen. Also literally nicht bestehen. Und wir lesen von Geschichten, wo Menschen, die unrein in Gottes Gegenwart kamen, tatsächlich vergangen sind. Und so war es super wichtig, Sühne zu erwirken, also wirklich rein zu werden, um vor Gott zu kommen. Und einmal im Jahr ist dieser hohe Priester in dieses Allerheiligste gegangen. Das war eine ernste Angelegenheit und zugleich auch eine richtig große Ehre. Denn das ist ja, wonach sich Gott sehnt, dass wir in seiner Gegenwart sein können.
Aber so ganz kann es das ja irgendwie auch nicht gewesen sein, oder? Also ich meine, einmal im Jahr eine Person. Dabei sehnt Gott sich doch nach Gemeinschaft mit dir, mit mir, mit jedem. Also hat Gott sich was Neues überlegt. Und zwar Jesus, seinen Sohn. Wenn wir ins Neue Testament kommen, dann gibt es so einen richtigen Plot-Twist, kann man sagen. Jesus kommt als Sohn Gottes auf die Welt. Und der hat oft mit diesen schriftgelehrten Pharisäern diskutiert über die verschiedensten Themen. Und so kam es, dass sie einmal über den Sabbat diskutiert haben. Und mitten in dieser hitzigen, vielleicht auch nicht so hitzigen Diskussion, sagt Jesus in Matthäus 12, Vers 6, und ich sage euch, hier ist einer, der ist mehr als der Tempel. Jesus wagt es. Der Tempel, das war der Ort, das war das Wahrzeichen, das war der Ort, wo Gott präsent war. Das war unfassbar wichtig für das Volk Israel, der Tempel. Und jetzt kommt Jesus und behauptet ernsthaft, da ist einer, der ist größer als der Tempel. Das ist in etwa so, als würde Jesus heute sagen, hört mal zu, da ist einer, und der ist größer als die Bibel. Da würden sich bei uns auch die Nackenhaare aufstellen, da würden wir aber auch Randale machen. Uiuiui, größer als die Bibel, hopp, jetzt wird's aber schwierig. Hey, und so war das für die damals. Was Jesus nämlich an dieser Stelle eigentlich sagt, ist, hallo, schaut mal her. Ich bin dieser Tempel. Seht ihr das denn nicht? An einer anderen Stelle sagt Jesus nämlich, reißt diesen Tempel ab, das Gebäude, und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wie? Entgegneten sie. 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Wir hatten jetzt einen Walking Temple, einen umherlaufenden Tempel. Und den konnte man sehen, hören, anfassen. Das war ein richtiges Upgrade. Und das Ding ist, was war das Ziel vom Tempel? Das Ziel vom Tempel war es, Gottes Gegenwart zu den Menschen zu bringen. Dass Gott einen Weg findet, um in Gemeinschaft mit dem Menschen zu leben. Und jetzt war diese Gegenwart in Form von Jesus auf die Erde gekommen. Aber Jesus sagt in dem Vers eigentlich auch schon voraus. Reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und das ist passiert. Der Tempel wurde abgerissen. Jesus ist gestorben am Kreuz. Und dann ist er wieder auferstanden. Aber er ist zu seinem Vater in den Himmel gegangen. Also war das mit dem Tempel wohl auch wieder nichts, oder? Aber der Tempel hat sich weiterentwickelt. Denn Gott hat wieder eine Form gesucht, wie er bei den Menschen sein kann. Und das passiert an Pfingsten. An Pfingsten kommt der Heilige Geist auf seine Gemeinde. Und eine Sache habe ich vergessen, die ganz wichtig ist. Wir haben es vorhin gesungen, mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Als Jesus nämlich am Kreuz gestorben ist, da ist im Tempel was passiert. Und zwar gab es einen Vorhang, der das Allerheiligste abgetrennt hat. Und da durfte eben nur der Hohepriester einmal im Jahr durchgehen, durch diesen Vorhang. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist und gerufen hat, es ist vollbracht, da ist dieser Vorhang von oben bis unten durchgerissen. Da ist nichts mehr, was uns trennt. Diese Trennung gab es jetzt nicht mehr, weil Jesus hat es möglich gemacht. Denn Jesus hat am Kreuz die Sünde auf sich genommen. Am Kreuz wurde Sühne erwirkt für dich und mich, sodass wir rein werden können und in Reinheit in Gottes Gegenwart kommen können.
Und eben an Pfingsten ist der gekommen, den Jesus versprochen hat, als Jesus gesagt hat, ich muss gehen, damit der Helfer kommt, der Heilige Geist. Und jetzt haben wir wieder ein Upgrade. Denn jetzt ist nicht mehr der Heilige Geist nur noch in einer Person, sondern jetzt ist der Heilige Geist in dem, der sich zu Jesus bekennt und Jesus als seinen Herrn und Retter annimmt. Der Heilige Geist lebt in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes geworden. Und in 1. Korinther 3, Vers 16, da lesen wir, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Bezeichnet es hier, dass es im Plural steht. Wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid und dass Gott in eurer Mitte wohnt? Und weiter lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 4 bis 5. Da ihr zu ihm, zu Jesus, gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und Laila, du hast so schön vorhin in deinem Poetry Slam formuliert. Ja, jeder von uns ist ein lebendiger Stein. Und ich habe da eben ein bisschen drüber nachgedacht. Also eigentlich nicht so nett. Du bist ein Stein. Also wenn das jetzt, weiß ich nicht, jemand zu mir sagen würde, vielleicht Flo will mir mal wieder ein Kompliment machen, du bist wieder so ein Stein. Das weiß ich nicht. Und ich glaube, da steckt eine Wahrheit drin. Ein einzelner Stein ist jetzt irgendwie nicht so besonders. Oh, guck mal, der Stein. Und trotzdem passiert es, dass wir an bestimmte Orte fahren, um Gebäude zu sehen. Ich habe mir vorhin vorgestellt, oh, das Taj Mahal. Das würde ich gern mal sehen. Ein so prachtvolles Gebäude. Dafür würde ich sogar Geld bezahlen, um da hinzufliegen, um dieses Gebäude zu sehen. Ja, denn es ist die Vielzahl aus Steinen, die ein Gebäude ausmacht und die ein Gebäude schön macht. Und ich glaube, hier liegt ein ganz großer Schatz drin. Da, wo viele Steine zusammenkommen, da wird ein Gebäude gebaut, das von unfassbarer Schönheit sein kann. Und genauso wie wir uns heute Morgen versammeln, jeder von euch ein lebendiger Stein. Jesus ist der Eckstein, weil er hat es möglich gemacht. Und stellt euch vor dem inneren Auge vor, ihr seid so ein Stein und hier wird gerade ein Haus gebaut. Und das Krasse ist, das ist nicht irgendein Haus, sondern wir sind der Tempel. Und was heißt das? Gottes Gegenwart ist hier präsent. Er zieht ein mit seiner Herrlichkeit. Gott ist da, weil wir sind jetzt dieser Ort geworden, wo Gott Wohnung nehmen will, wo er mit seiner Gegenwart kommt, wo er uns begegnet. Und wenn wir jetzt nochmal an den Anfang zurückdenken, da habe ich von dem Ziel gesprochen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Ja, sind wir doch eigentlich am Ende angekommen, oder? Wir versammeln uns und Gott ist da und wohnt in unserer Mitte. Können wir jetzt das Buch beiseite legen? Fertig. Gelesen, nächstes Buch. Es gibt noch ein Detail, ein paar Verse weiter, in Vers 22. Und da steht, einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Ja, wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Wir sind noch nicht wieder
in dieser Eden Culture, das, wonach sich unser Herz sehnt, komplett in der Gegenwart Gottes. Das ist einmal unser Ziel. Und ich vergesse das manchmal. Ich habe die Woche in meiner stillen Zeit ein Lied gesungen und es hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Die Ewigkeit ist unser Zuhause. Und auf das leben wir hin. Sind wir uns dessen bewusst? Das ist unsere Hoffnung. Wir werden einmal an einem Ort sein, wo Gottes Gegenwart immer präsent ist. Aber das Schöne ist, durch die Kirche, durch uns als lebendige Steine hat Gott einen Ort geschaffen, wo wir einen Vorgeschmack auf den Himmel bekommen. Einen Vorgeschmack auf seine Gegenwart. Und das ist das Besondere, wenn wir uns Woche für Woche versammeln. Hier ist a glimpse, ein Vorgeschmack auf den Himmel. Und ich will dich fragen, kommst du sonntags mit dieser Erwartung hier rein? Denkst du dir, yes, da ist Gott präsent. Wenn ich in die Gemeinde komme, dann ist da ein Ort, wo Gottes Geist in besonderer Weise anwesend ist. Und ja, natürlich kann man entgegnen, ja, aber ich bin ja Tempel des Heiligen Geistes, also eigentlich überall, wo ich hingehe, ist Gott präsent. Und ja, das stimmt. Gott lebt in dir und du kannst ihm immer und überall begegnen. Aber ich glaube, es ist ein Schatz in der Gemeinde, es ist ein Schatz in der Zusammenkunft. Wenn wir zusammenkommen, dann entsteht ein Raum, wo Gott wirkt. Und ich will dich wirklich ermutigen, dass es unfassbar, was Gott mit uns macht, wenn wir als lebendige Steine zu ihm kommen und uns auferbauen lassen. Und der Tempel soll sich ausweiten, er soll größer werden, es sollen noch mehr Steine dazukommen und sich mit eingliedern lassen. Ja, das ist das Ziel, dass einmal überall Tempel ist und Gott überall präsent ist. Und genauso sehne ich mich danach, wenn Menschen durch diese Tür laufen und in unser Gebäude reinkommen. Ich sage, boah, krass, hier ist was anders. Hier ist Gottes Geist. Hier ist Gott selbst persönlich anwesend. Und ich glaube, es ist viel auch, was wir für ein Verständnis davon haben. Ob wir das Ziel vor Augen haben und hier hinkommen mit genau dieser Erwartung, mit genau diesem Verständnis. Yes, wir sind der Tempel. Wir sind der Tempel. Und Gott ist hier. Das ist nicht eine nette Zusammenkunft mit meinen Freunden und ja, danach trinkt man noch einen guten Kaffee. Nein, hier passiert was Unglaubliches. Gott ist hier. Und hier kannst du Gott begegnen. Danke Gott, dass du einen Ort geschaffen hast, wo du bist. Und Herr, unsere Sehnsucht ist es, in deiner Gegenwart zu sein. Du hast uns ins Herz gelegt. Und ich sehne mich so sehr danach, dass wir noch mehr davon schmecken, noch mehr vom Himmel hier auf Erden sehen. Und danke, dass du das verwirklicht hast. Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen und in dir Vergebung ist. Dass wir rein werden und auferbaut werden zu einem Ort, wo du bist, Gott. Dass du nicht fern bist, sondern dass du ganz nah bist. Und wir beten, dass du uns heute Morgen begegnest, dass wir deine Gegenwart erleben dürfen.